Ich weiß nicht, warum ich dieses Thema bekommen habe. Vielleicht, weil wir 11 Enkelkinder haben. Meine Frau und ich haben 4 Kinder, unterdessen alle in den 30er Jahren erwachsen. Wir haben nicht 4 Kinder, weil ich so Kinder gern habe. Wir haben 4 Kinder, weil ich meine Frau so gern habe. Ja, wie Joel gesagt hat, ein heißes Thema. Ich weiß, es ist mir sehr bewusst, dass in einer Gruppe wie diese Größe und auch online, die ich auch sehr begrüße heute, dieses Thema verschiedene Emotionen auslösen kann. Nicht jeder hat gute Erfahrungen, schöne Erinnerungen oder ist es am Genießen jetzt. Aber wie Joel auch gesagt hat, Gott hat Sex geschaffen. Es ist etwas für uns, das wir genießen können. Und dafür gibt es natürlich auch ein paar Richtlinien, wie mit allem anderen. Aber was ich und sicher ihr auch unterdessen seht oder erkennen könnt, ist, dass diese Welt, die Kultur heute, eigentlich sehr sexuell geworden ist. Meine Mutter, sie ist jetzt 88 Jahre alt und sie hatte vor ein paar Wochen von Basel, wo in der Nähe, wo wir wohnen, hat sie den Zug genommen mit ihrem Ehemann Mario nach Zürich und dann weiter zu ihr nach Hause. Und ich habe dann noch angerufen am Abend und gesagt, hey, wie ging die Zugreise, war alles okay? Sie sagte, ja, ich bin schon seit Jahren nicht mehr am Hauptbahnhof gewesen. Und sie sagte, aber ich war so schockiert, weil diese jungen Mädchen haben keine Kleider. Und ich sagte, was sagst du? Sie sagt, ja, die hatten so ganz enge, hautnah unten und oben einfach so ein Sport-BH. Und sie sagt, die haben keine Kleider, wir müssen da was tun, dass die jungen Leute Kleider haben dürfen. Diejenigen, die auch ein bisschen älter sind, ihr wisst, von was sie spricht. Aber wie gesagt, es ist eine sehr sexuelle Welt geworden. Man sieht es in den Medien, man sieht es natürlich im Film, in der Musik. Die jungen Leute heute, ich bin ein bisschen schockiert und fast ein bisschen Mitgefühl, weil die haben sicher mehr Konfrontation mit dieser Sache als ich oder sogar einige von euch hatten, als wir noch jünger waren. Wir haben gerade das Abendmahl zusammen gefeiert und vielleicht wusstet ihr das nicht, aber das Abendmahl ist eigentlich zur Erinnerung, nehmen wir das, zum Bund der Erlösung, damit wir immer feiern können, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wisst ihr auch, dass Sex oder Intim in einer Ehe, dass das auch wie ein Abendmahl ist, dass es eine Erinnerung ist an den Bund der Ehe. Und der Bund der Ehe ist eigentlich der zweitgrößte, höchste, wichtigste Bund, den Gott uns gegeben hat nach dem Bund der Erlösung. Und wenn man das so sieht und ein bisschen in Betracht nimmt, dann kann man erklären, dass es so wichtig ist für Gott. Und was immer Gott uns gibt, ist ja auch heilig, es ist schön, es ist voller Leben, es ist zu genießen. Und deshalb natürlich hat der Feind auch das im Visier, Ehen und Sex, damit er es dann zerstören kann und ruinieren kann, was Gott für uns als gut gegeben hat. Die heutige Kultur, wie sieht sie Sex? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich letzten paar Wochen gelernt habe in der Vorbereitung. Die heutige Kultur, das ist das mit Umfragen von jungen Leuten und jungen Menschen, lästig und freizeitlich. Sex wird wie ein Hobby oder ein Zeitvertrieb oder ein Spiel behandelt. Die Einstellung lautet, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es doch. Vergnügen ist das Hauptziel. Auch egozentrisch, der Fokus liegt dann auf eine persönliche Befriedigung, nicht auf dem Geben oder einer verbindlichen Liebe mit einer anderen Person. Partner werden oft zu Objekten der Lust statt Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Losgelöst von der Ehe ist natürlich ganz klar heutzutage, die Kultur betrachtet Sex als etwas, das nichts mit lebenslanger Bindung zu tun hat.
Zusammenleben, One-Night-Stands, Freundschaften mit gewissen Vorzügen werden als normal angesehen, während die biblische Ehe als veraltet verspottet wird. Auch zum Schluss noch die Neudefinition durch Präferenz. Sexualität wird zunehmend durch die persönliche Identität, die Orientierung, Präferenz definiert und nicht mehr durch Gottes Schöpfungsplan. Es war wirklich überraschend für mich und ein bisschen erschreckend. Ich war in den USA Anfangsjahr und habe dann eine Statistik gehört von Leuten, sie sagten, während der letzten Präsidentschaft, die dort war, gab es 73 verschiedene Geschlechter, offiziell. 73. Heute gibt es 2. Und das hat sich natürlich auch ein bisschen durch die Ränge in der ganzen Welt geschaffen. So, Paulus, wir sind ja in dieser Serie hier, was würde Jesus tun? Also, das kann eine ganz kurze Botschaft sein, Jesus will keinen Sex haben, hat er auch keinen Sex. Aber natürlich ist das mehr für uns gedacht. Und Paulus schreibt hier zu den Korinther, die Gemeinde dort, die hatte ja Tempelprostituierte und da ging ja eigentlich alles war eigentlich okay und was man dort tun konnte. Und in dieser gottlosen, egoistischen und moralisch leeren Kultur, wo die Korinther dann drin lebten, wird Sex nicht mehr als heilig angesehen, sondern als beiläufig. Wie schon vorher gesagt, egoistisch, grenzenlos. Anstatt ein Bund zu sein, ist es zu Konsum verkommen. Und wir werden vom 1. Korinther Kapitel 6 von Vers 12 bis 20 lesen. Ich habe das von die Deutsch heißt das die erweiterte Übersetzung, also die englische Amplified Version, das ein bisschen klarer wird und deutlicher wird für einige von uns, die vielleicht das Luther oder King James nicht so gern haben oder gut verstehen. Vers 12, 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich werde mich von nichts versklaven lassen und mich seiner Macht unterwerfen, sodass es mich kontrolliert. Die Speise ist für den Bauch und der Bauch für die Speise, aber Gott wird sowohl den Bauch als auch die Speise wegnehmen. Ich hoffe immer noch, dass er meinen Bauch wegnimmt bald. Der Leib ist nicht für die Unzucht bestimmt, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib, um ihn zu retten, zu heiligen und wieder aufzuerwecken aufgrund des Opfers am Kreuz. Vers 14. Und Gott hat nicht nur den Herrn zum Leben auferweckt, sondern wird auch uns durch seine Kraft auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und sie zu einer Hure machen? Das sei fern. Wisst ihr nicht, dass wer sich mit einer Prostituierten verbindet, mit ihr ein Leib ist? Denn er sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Vers 17, wer sich aber mit dem Herrn verbindet, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor der Unzucht in jeder Form, sei es in Gedanken oder Taten, sei es visuell oder schriftlich. Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, geschieht außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sexuelle Sünde, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Nun wisst ihr nicht in Vers 19, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott als Geschenk empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Nun Vers 20 am Schluss, ihr seid teuer erkauft worden. Sagt mal teuer. Ihr seid teuer erkauft worden. Ihr seid tatsächlich mit dem kostbaren Blut Jesu erkauft und zu seinem Eigentum geworden. So ehrt und verherrlicht Gott mit eurem Leib.
Da ist so viel drin mit Informationen und ich werde nicht alles erklären können, aber ich möchte einfach 3 Punkte hinausnehmen, die uns hoffentlich helfen können. Und wie schon vorher angetönt, wenn du hier sitzt oder zuhörst und du hast schlechte Erfahrungen im sexuellen Bereich, Enttäuschungen, und ich muss ganz ehrlich sein, das sind wahrscheinlich die Mehrzahl. Weil der Feind ist so aktiv am Arbeiten, dass schon von Kindheit her Missbrauch hineingeschlichen worden ist. Und das ist etwas sehr, sehr Schlimmes. Ich reise wirklich viel in der Welt herum und habe Gottes Gnade für das bekommen. Auch morgen fliegen wir nach Afrika für 2 Wochen, meine Frau und ich. Und dort sprechen wir in vielen verschiedenen Ländern. Und in jedem Land, wo ich gehe, ist das ein Problem. Es ist nicht nur in einer westlichen Welt oder einer Großstadt wie Zürich. Es ist überall auf der ganzen Welt. Der Feind, der Teufel, hat keine neue Waffen oder neue Methode. Es ist immer noch das Gleiche. Aber ich möchte ein paar Sachen jetzt einfach ein bisschen highlighten und ihr könnt das mitnehmen. Wenn ihr sagt, hey Desmond, ich habe keinen Sex mehr, das geht mich nichts an, dann kannst du vielleicht etwas nehmen und der nächsten Generation mitgeben. Du sagst vielleicht, hey Desmond, ich möchte viel Sex haben, bin noch nicht verheiratet, dann bitte geh ganz nach vorne am Sitz, nimm einen Stift raus und nimm viele Notizen heute Morgen. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, das wird gut heute. Das wird gut heute. Alright, anschnallen. Erster Punkt. Freiheit ohne Grenzen führt zu Knechtschaft oder schlimme Folgen. Das ist in Vers 12 und 13 von unserem Text. Weil die Korinther sagten, ich habe das Recht, alles zu tun. Ich bin frei und deshalb kann ich ja tun, was ich möchte. Es gibt eigentlich 11 sexuelle Praktiken, die die Bibel ganz schnell und ganz einfach sagt, das ist ein No-No, also ein No-Go. Da geht man nicht hin. Und ich habe die ganze Liste hier. Ich werde euch nicht damit plagen. Aber natürlich sind es Sachen, wo Gott sagt, hey, Sex ist schön, aber wenn man Sex nimmt mit diesen verschiedenen Sachen, sei es von Unzucht und Prostitution und was auch immer, Vergewaltigung, das sind andere Sachen, wo man sagt, das ist ein No-No. Warum? Weil das Schöne, was Gott gegeben hat, dann, wenn es pervers wird, hat es schlechte Folgen. Hatte es wie heißt das? Dann ist es es arbeitet gegen uns, nicht für uns. Es baut nicht auf, es zerstört. Und später werden wir mal ganz kurz drüber sprechen, wenn man einfach zusammen lebt. Das ist ja schön, man liebt sich, man lebt zusammen, aber das hat auch dann verschiedene Folgen. Nun hat jeder die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Aber nicht jeder oder keiner von uns hat die Freiheit, die Konsequenzen zu wählen. Das heißt, wenn ich einen Seitensprung mache, das ist vielleicht 20 Minuten ganz schön, aber nachher gibt es vielleicht 20 Jahre von Folgen. Das sind diese Folgen, die ich nicht wählen kann, die Konsequenzen, die da rauskommen. Ich als Christ, große Frage, kann ein Christ einen Banküberfall machen? Kann ich in die Bank gehen und sagen, gib mir das Geld? Ich bin frei, ich kann das, bin Christ. Aber wenn sie mich erwischen, dann gehe ich natürlich in den Knast, das ist ganz klar. Da war einer, der vor dem Richter stand und er hatte zu schnell gefahren, hat das Ganze bestritten, ging vor dem Richter und der Richter sagte, hey, ich habe gesehen, hier ist der Film von, wo du zu schnell gefahren bist, der Blitzer und alles. Bist du schuldig oder unschuldig? Und er sagte, Euer Ehren, ich bin unschuldig. Bitte erklären Sie sich. Und er sagte, ja, ich bin ein Christ und der wahre Ich ist ein Geist. Und ich lebe in diesem Körper und habe eine Seele. Und der Körper und die Seele zusammen haben gegen meinen Willen einfach den Fuß runter, zu schnell gefahren. Also der wahre Ich bin unschuldig.
Das müssen Sie wissen, euer Ehren. Und dann hat der Richter ein bisschen nachgedacht und gesagt, okay, ich schätze ihren Glauben und deshalb setze ich ihren Geist frei, aber ihre Seele und ihr Körper wird die Buße bezahlen und einen Monat lang in den Knast gehen. Also ihr könnt sehen, dass viele von diesen verschiedenen Komponenten in unserem Leben können wir nicht trennen, im Wort ja, aber im Leben natürlich nicht. Und viele von diesen Folgen, die von sexuellem Missbrauch und ein ganzes falsches Bild von Sex haben natürlich auch schwere Folgen dann auch. Sprüche 14, Vers 12 heißt es, es gibt einen Weg, der richtig erscheint, aber am Ende führt er zum Tod. Und Tod ist nicht vielleicht gerade Sterben aus, aber Tod ist alles im Wort, wo er eigentlich dann sich vom Leben separat macht oder sich trennt vom Leben. Gott ist Leben. Und Paulus sagt da in diesem Vers, dass nicht alle Dinge sind nützlich, auch wenn beide einverstanden sind. Auch wenn beide Mann und Frau sagen, hey, machen wir mal irgendwie was oder etwas Sexuelles. Das heißt noch lange nicht, wenn beide einverstanden sind, dass es keine Konsequenzen dafür gibt. Es ist ganz deutlich, dass Sex nur in die Ehe gehört. Ein Mann, eine Frau, Heirat, das ist ein Bund, nicht ein Vertrag als Erinnerung. Das heißt, es ist 3 Ecken. Das heißt, Gott, ich und meine Frau, wir haben einen Ehebund. Ein Vertrag ist nur zwischen 2 Menschen. Und das hat nie den Wert oder die Stärke, was ein Bund hat. Okay. In Vers 12 und 13, das ist jetzt die Antwort von, was da Paulus gesagt hat. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich werde mich von nichts versklaven lassen und mich seiner Macht unterwerfen, sodass es mich kontrolliert. Was er sagt hier, hey, wenn du etwas Sexuelles tust, das nicht gut ist, das nicht in Gottes Form hineingehört, dann gibt es Konsequenzen. Und du sollst dich nicht als Sklave zu diesen Konsequenzen geben. Das heißt, solange du es machst mit Gott, mit Ehe, da drin ist es sicher. Wenn ihr zu Hause ein Schmine habt, wo ihr jetzt in der Winterzeit ein Feuer machen könnt, das ist immer schön. Aber das Feuer auf dem Boden von der Stube oder im Schlafzimmer, das ist nicht gut. Das Feuer gehört ins Schmine. Nicht probieren. Nehmt mein Wort dafür. Das Gleiche, wenn es kommt mit Sex und Intimität. Es gehört in die Ehe. Das ist der sichere Platz dafür. Nicht woanders hin. Das Zweite, was ich von diesem Text euch ein bisschen zeigen möchte, Vers 15 bis 17, dass Sex verbindet mehr als nur Körper. Diese Kultur hat Sex neu definiert. Als Unterhaltung, Körper statt Intimität für die Seele. Es wird zu einem Spielplatz von egoistischer Begierde geworden, statt zu einem Bund mit heiligem Zweck. Wisst ihr eigentlich, diese Woche habe ich gelernt, dass Zürich, wenn es zu Geschlechtskrankheiten kommt, führend ist, nicht nur in der Schweiz, aber eines der höchstführenden Städten in Europa. Das alleine sollte doch jemand am besten sagen, vielleicht nicht, weil die Konsequenzen wiederum kann ich nicht wählen. Die kommen damit dann. Vers 15 sagt er, und wisst ihr, das ist, Paulus antwortet Fragen, die die Brüder und Schwestern in der Gemeinde hatten, sagten, hey, alles wird sehr sexuell hier, wir haben die Tempelprostituierten und alles geht und keine Grenzen und helf uns doch. Und hier spricht dann Paulus zu ihnen zurück, mit diesem Brief.
Wisst ihr nicht, Vers 15, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich nun die Glieder Christi nehmen und sie zu einer Hure machen? Das sei fern. In anderen Worten, hey, ich gehöre Gott. Mein Körper gehört ihm. Er sagt auch das später, dass mein Körper das Haus ist, der Tempel ist vom Heiligen Geist, der in mir wohnt und in dir wohnt als Christ. Das heißt, wo immer du hingehst, geht er hin. Wo immer du bist, ist er präsent. Und wenn man das ein bisschen mehr vertieft, dann kann man gleich mal sagen, oh, jetzt muss ich aufpassen, wohin ich gehe, weil darum habe ich manchmal auch, ich war mal in einem Lokal, musste jemanden treffen und ich ging da hinein und da war ein ganzes böses Gefühl. Es war nur ein Lokal, es war eine Theke, ein paar Tische, war fast niemand drin. Aber ich ging da hinein und ich wusste, da ist eine Präsenz da drin, die passt mir nicht. Die ist gegen, was ich habe drin. Hier ist Licht, das war dunkel. Das war nicht etwas irgendwie ein Erwachsenenlokal oder was immer. Nein, das war nur eine Beiz und mit einer Theke. Aber wir wissen das, der Heilige Geist in uns drin bringt es zu uns und sagt, hey, das ist nicht gut hier oder hey, diese Person ist nicht ganz klar oder hey, geh da nicht hin, da ist nichts Gutes für dich. Und darum führt er uns mit dem Heiligen Geist auch. Und er sagt, willst du dich wirklich einer Prostituierten geben? Das heißt, wenn du dich gibst, dann verbindest du dich mit ihr, dann werdet ihr eins. Seht ihr, Sex wurde gegeben, damit wir uns näher in Ehe, näher und tiefer und eins werden. Es ist nicht nur ein Freizeitspaß. Es ist nicht nur einfach zum etwas stresslos werden. Es wird eine tiefere Verbindung von Seele, von Geist, von Körper. Und dieses Einswerden, was so wunderschön ist für Ehe und die Ehe stärkt und lebendig bleibt. Und wenn man das bricht und woanders hingeht, dann gibt es natürlich diese Konsequenzen. Seelenbindungen sind wirklich real. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, mit denen ich spreche, Ehepaare, irgendwo, irgendwann in den Problemen geht es runter zum Elternhaus oder Seelenbindungen von sexuellen Beziehungen, die außerhalb der Ehe stattfanden. Und das bringt Konsequenzen, die so zerstörerisch sind. Kann Gott das wieder gut machen? Gott kann vergeben, Gott kann wiederherstellen, das ist ganz klar. Aber es braucht ein gebrochenes Herz, es braucht Buße, es braucht viel Liebe und Geduld und es braucht natürlich auch Mut zu sagen, hey, ich bekenne und ich gehe weiter mit Gott. Einatmen, ausatmen. Alles wird gut werden heute. Es ist so etwas Schönes, wenn zwei Menschen heiraten und eins werden. Es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder, wie Gott das macht. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir feiern sollen in der Ehe. Okay, Nummer 3, gehen wir weiter, damit ihr nicht aufhört zu atmen. Nummer 3, dein Körper ist heilig, nicht wegwerfbar. Vers 18 bis 20. Hier eine Statistik, eine Studie mit Christen, die vor ihrer Heirat zusammenlebten, ergab 75% höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu trennen oder scheiden zu lassen. Doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, körperliche Gewalt zu erleben, höhere Wahrscheinlichkeit, emotionalen Missbrauch, Angstzustände, Depression, sexuelle Unzufriedenheit zu erleben, 4-mal höhere Wahrscheinlichkeit, in Zukunft Ehebruch zu begehen. Leute, ich sage das nicht, um euch zu betrüben. Ich sage das nicht, um irgendwie diejenigen, die das schon irgendwie erlebt haben oder gemacht haben und ihr habt als Konsequenzen noch von dem, ich möchte nicht Salz in eure Wunde hineinleeren. Das ist nicht der Zweck von diesem.
Der Zweck hier einfach zum Sagen, es ist faktuell, Statistiken sind wirklich gegeben, dass es nicht gut ist, was die Bibel sagt, dass Sex in die Ehe gehört. Und es ist etwas, wo, wie gesagt vorher, man soll es feiern, es ist schön, es ist privat, es ist etwas, was stärkt und aufbaut und deshalb soll es auch geschützt werden. Weil der Feind ist wirklich dran, damit er dort irgendwie einen Fuß in der Türe hat und sich irgendwie hineinschleichen kann. Und es ist etwas sicher, dass wir dann einfach voll bewusst sein müssen und nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken. Ich war mal, hatte eine kleine Firma geführt in Amerika vor vielen, vielen Jahren. Und da kam eine Vertreterin und das war ein Restaurant, das ich geleitet habe, und sie hat verschiedene Maschinen für Küche und so verkaufen wollen. Und habe ein paar Sachen erklärt. Wir saßen am Tisch und im Restaurant. Meine Mitarbeiter waren alle am Arbeiten. Das war vor dem Service. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen. Und dann sagt sie, hey, und schiebt über den Tisch die kleine Hotelzimmerkarte über den Tisch. Ich sagte, was ist das? Ich bin heute Abend in diesem Hotel, gerade hier unten. Und ja, wenn du gerne möchtest, kannst du vorbeikommen. Ich habe gesagt, hallo, ich bin verheiratet. Sagt sie, ja, ich auch. Ich mag verheiratete Männer, weil sie sind diskret und sauber. Ich habe gesagt, dieses Gespräch ist fertig. Adios. Habe mich verabschiedet, ging sofort zum Telefon, meine Frau gerufen und gesagt, Baby, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Und da haben wir zusammen gebetet und ich habe ganz bewusst diese Worte, diese Einladung abgewiesen im Namen Jesus. Dass es keine Wurzeln fassen wird in meinen Gedanken, damit ich mich nicht mit dem irgendwie herumdenken oder aufwühlen oder nachdenken oder nach Möglichkeiten suchen. Ich werde es offen machen zu meiner Frau. Ich werde es abschneiden total. Es wird keinen Einfluss haben in meinem Leben. Denn wenn ich das nicht tue, gehe ich nach Hause vielleicht und Sandy ist vielleicht nicht in der besten Laune. Ich denke, ich habe jemanden kennengelernt, der ist immer in der Laune. Es ist gefährlich. Ich möchte euch auf der einen Seite ermutigen, hey, wenn ihr verheiratet seid, go. Macht das schön, habt viel von dem und genießt es und baut eure Ehe auf mit dem. Es ist etwas Wunderschönes, das Gott gegeben hat. Wenn ihr nicht in der Ehe seid, vielleicht geschieden, verwitwet oder was auch immer, dann muss ich sagen, lieber mit Freunden sich teilen, das ist falsch rausgekommen, diese Ängste oder Versuchungen zu teilen, zu besprechen, ja, nicht euch zu teilen. Also geht er nicht weg und sagt, Desmond hat gesagt, habe ich nicht gesagt. Oh. Schützt euch bitte. Oh, my. Okay, Vers 18 sagt bei unserem Text, sexuelle Sünde zielt einzigartig den Körper an natürlich. Vers 18 sagt, flieht vor der Unzucht in jeder Form, sei es in Gedanken oder Taten, sei es visuell oder schriftlich. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begeht, geschehen außerhalb des Körpers. Aber wer Unzucht treibt, sündigt gegen seinen eigenen Körper. Ich möchte gerne mit euch beten. Ich möchte gerne, dass ihr, was ihr gehört habt, und es gibt so viel mehr, das ich sagen kann. Es gibt so viel mehr, das das Wort auch sagt. Wir werden gleich einmal im November und dann wieder im Februar etwas haben mit Refresh, unsere Ehedienst hier, wo ihr dann kommen könnt und mehr darüber hören und erfahren dürft. Aber wie gesagt, einige von euch, das hat vielleicht alte Erinnerungen aufgewühlt, vielleicht nichts Schönes.
war nicht die Absicht. Aber vielleicht hat der Herr gesagt, hey, das musst du jetzt vielleicht mal ein für alle Mal abgeben. Vielleicht einfach sagen, hey, vergeben. Nicht, dass es dich weiterhin kontrolliert. Ich war vor 2 Jahren in Afrika und die Sitten dort sind manchmal ein bisschen anders. Und ich weiß, weil wir dort viele Jahre gelebt haben, dass oftmals in Familie junge Mädchen speziell, Alter von 12, dass irgendwie ein Familienmitglied, ein Onkel oder was auch immer, die sexuelle Einführung macht für das Leben dieses jungen Mädchens. Sie wissen, es ist nicht gut, sie machen es trotzdem. Die Eltern irgendwie sagen, das ist Tradition bei uns im Stamm. Aber es ist nicht nur mit einem Stamm, es ist wirklich überall verbreitet. Und das ist so schade. Deshalb ist auch AIDS wild in Afrika. Wir werden in die nächste Woche auch in Uganda sein. Und Uganda ist eine der höchsten AIDS-Statistiken in ganz Afrika. Aber ich war am Altar, habe gepredigt und habe gesagt, hey, ich weiß, das ist vielleicht tabu, man soll nicht darüber sprechen, aber wenn du als junge Frau missbraucht worden bist, dann komm doch nach vorne. Und ich werde hier stehen und du kannst mir vergeben als Symbol eines Mannes, der das dir angetan hat. Und von der Gemeinde ungefähr die Größe, ich glaube, wir hatten ungefähr 100, 120 junge und alte Frauen. Und da war ein Mädchen vor mir und Sandy auch vor mir. Sie war wahrscheinlich ungefähr 14 Jahre alt. Und neben ihr war eine Frau, die war schon Anfang 70er Jahre. Und ich habe beide so angeschaut, sie waren nebeneinander, habe gesagt, wie lange ist es schon her? Und sie sagte, das war letztes Jahr, mein Onkel. Und ging zu dieser Frau und habe ich die ältere Dame angesehen und gesagt, wie lange war es bei dir? Sie sagt, ich war 12 Jahre alt, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben darüber gesprochen. Das ist das erste Mal, wo ich jetzt hier stehe und vergeben kann. Und ich möchte gerne, so schmerzhaft wie das auch ist, zu sagen, hey, wenn du das erlebt hast, Mann oder Frau, ist egal, und du hast noch nicht wirklich bewusst jemandem vergeben oder das Ganze Gott gegeben. Es gehört ihm, nicht dir. Er hat dafür bezahlt. Du musst nicht dafür bezahlen. Amen. Und er liebt dich und er möchte Wiederherstellung geben. Er möchte dich helfen, dich aufbauen. Er möchte dich umarmen, damit du von jetzt an eine bessere Sicht hast und vielleicht etwas lebendiger sein kannst in diesem Bereich. Andere von euch, ich weiß nicht, was immer Gott mit dir gemacht hat in dieser Predigt. Aber wir werden jetzt mit dem nächsten Lied einfach das Team haben vor uns hier, die Leiter. Und dann kannst du kommen, kannst im Gebet einfach mit ihnen sprechen. Aber bevor dem, stehen wir doch alle mal auf. Bevor wir ins Lied gehen, möchte ich mal ganz kurz diejenigen ansprechen hier und auch online, die vielleicht noch nie Ja gesagt haben zu Jesus. Habt ihr von Jesus gehört? Vielleicht ein paar Mal in die Gemeinde gegangen, vielleicht mal, weiß ich was, The Chosen geschaut, aber noch nie wirklich einen Entscheid getroffen. Jesus, komm in mein Herz. Wenn du das wirklich getan hast, bewusst, diesen Tag wirst du nie vergessen. Dieses Datum wirst du nie vergessen. Der Ort, an dem du gebetet hast, wirst du nie vergessen. So prägend ist diese Umwandlung von Dunkel ins Licht. Und wenn du dich nicht erinnern kannst, dass das geschehen ist mit dir, dann möchte ich dich einladen, dass heute, das kann dein Tag werden. Dass gerade hier heute um 9 Minuten nach 11 du diesen Schritt machen kannst.
Und wenn du sagst, ja, ich brauche das, ich bin in vielleicht, ja, verschiedene Sachen im Leben gehen bloß. Und wenn du das machen möchtest, dann bitte sprech dieses einfache Gebet nach mir. Und ich helfe dir mit dem und wir werden alle helfen. Weil die meisten von uns haben das schon gebetet und wenn du es noch nicht gebetet hast, dann werden wir uns alle helfen, mir nachsprechen, du kannst mit uns sprechen. Das Einzige, was die Bibel sagt, ist, du musst es glauben. Lass uns doch beten, alle zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für Jesus. Jesus, danke, dass du zu dieser Welt gekommen bist. Danke, dass du ans Kreuz für mich gegangen bist. Du hast dein Leben für mich gegeben. Und heute, gerade hier, gebe ich mein Leben dir. Komm in mein Herz. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. In Jesu Namen. Amen, Amen.